Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs finest Metal Podcast mit Pete und mit Gilles. Buongiorno. Hello. Hello, my friend. Comment c'est? Hi. Ma, mir geht von der prächtig. Nice. Very nice. Nice. Noise. Ja, genau, Noise. Comedy. Nice. Ja, und heute kriegt Comedy, ja, Strömbuch gedauert. Weil heute machen wir als lang beschwerten, lang diskutierten Let's Talk Black Metal Episode, wo wir aber diese Idee tun, abzudelen, weil es aber da wirklich massiv viel zu sagen gibt. Ja, für das nicht zu viel gibt. Eine Episode, wo wir machen ein 2D da draußen. Yes, genau so machen wir das. Ob es gut ist, ja, wissen wir noch nicht. Wir müssen wohl ein Konzept ausgewählt. Das Comedy, das ist nie gut. Das ist nie gut und das ist final immer chaotisch. Egal, da können wir mal endlich als langer Sehnten Black Metal Episode machen. Ein Genre, wo wir uns zwei immens hey schätzen. Ja. Da fängt nicht direkt an, stellen dich einfach die froh, wo wahrscheinlich viele Leute, die gut nicht mit Metal im Hut tun, wenn sie wahrscheinlich Black Metal hören, dann werden sie sich wahrscheinlich das Schwarzen Metall mischt. So reflektieren gut schon, maybe. Wirklich? Ja. Okay. Also, ne, das tut gut nicht dummer zu tun. Die mir leid, die erste kennen, die den Black Metal liebste Begriff was die gesehen direkt Satan. Natürlich, das wäre das zweite gewesen, was ich gefragt habe. Was wird Satan, Satanismus, Paganismus und so weiter am Black Metal verloren? Und ich meine, da kommen wir aber nicht so lange für wirklich Anfang anzufangen. Ich mal, okay, es gibt verschiedene Wellen, wo durch den Black Metal zu sind. Aber ja, wie definierst du Black Metal? Was sind Charakteristiken von Black Metal? Natürlich, es gibt Death Metal, es gibt Melodic Death Metal, es gibt Heavy Metal, es gibt Doom Metal. Aber was möchte Black Metal zu dem, was es ist? Aber wieso ist es so fies? Ja, also wir wollten heute sich ein bisschen eben einen Black Metal erklären und ein bisschen mit ihr durch die Echtwelt vom Black Metal gehen. Ja. An der zweiten Episode wollte man die zweite Welt Black Metal gehen, die hauptsächlich in Norwegen eben stattgefunden wird. Ja, was wir definieren als erster den Sound von der norwegischen Black Metal Szene, respektive der Sound wie noch heute gelebt ist am Black Metal, wollte ich das noch so dabei fügen. Du darfst das machen. Okay, dann ist das von da. Ich meine, wenn man sowieso, wenn wir den Black Metal aus sich gucken, das ist ein bisschen wie beim Death Metal, wie ich du gesagt habe, oder dem Heavy Metal. Der Black Metal hat so viele Subgenres zum Datum von Haut. Das ist verrückt. Das ist wirklich bald unmöglich für alle einzelnen Subgenres abzuzählen. Aber es geht als an erster Stelle, wie gesagt, was ist Black Metal? Wieso klingt es so, wie es klingt? An Charakteristiken. Und damit fängt man an. Und ja, ich meine, Black Metal ist zu 91% immer verdammt schnell. Und ja, an aggressiv, extrem. Als auch dementsprechend. Also, ja, so die hell harsh vocals. Ja, shrieking harsh vocals. Und ja, unlogisch, konventionell Strukturen am Songaufbau. Ich meine, das ist auch ein Must, wie das Black Metal ist. Und das Wichtigste eigentlich von allem, so lustig doch klingt, es muss schlecht abgeholt sein. Zumindest war der Movement der Fall. Ja, das ist ziemlich schlecht. An einem guten ranzischen Keller bei der Mann daheim, wo den Stimme auf der Mauer aus, da muss ein Metal-Album abgeholt gehen. Ja. So, am besten ist mit einem Tonbandgerät, da ist einfach nach die Distortion von der Gitarre ab Maximum gesetzt an der Bass. Ja. Dann hörst du, genau. Muss immer 100% hören, weil. Dann hörst du Black Metal. Und du hast gerade an einem Tape-Recorder geschwärzt, den dann alles bei ihnen abhält, an einem Tape. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, das beschreibt den Stil vom Black Metal am besten, so wie wir kennen. Aber muss ich aber auch dazu tun, dass der Black Metal nicht so angefangen wird. Ich meine, man in die ersten Sachen, wo als Pre-Black Metal oder als Black Metal Prototypen angefangen gesehen, das war nicht das, was die meisten Leute zum Beispiel mit der zweiten Welt, mit der norwegischen Szene verbunden. Genau. Ja, also ja, das
wie den Death Metal also natürlich auch selbstverständlich einen extremen Genre von der Metal-Aufrichtung. Ja, wo fängt du an? Bei Venom fängt den an. Ja. Ja. Die Band. 1970 gegründet. Ja. Die Band, die für alles verantwortlich ist, was halt alles hart klingt im Endeffekt. Ja, also wie das extrem, kann ich schon mal sagen. Genau. Und dann muss ich aber gucken, wann den Venom Haut lauscht hat. Und lauscht den du keine x-beliebig Black Metal Band, die du gestern Alben produziert hat. Das wird absolut nicht mit mir gemeinsam. Ne? Nee, das ist schon, ja. Venom genug ein bisschen als ein bisschen mehr aggressiv will Form von Motorhead gesehen. Ja, das kannst du definitiv so sagen. Also der Sound, das punkisch, das Trash befehlt nach Trash Go, ziemlich will. Was haben sie noch mit Rabrucht? Sie hatten ja natürlich wie schon für Runden auch über Lieder an Cope Nieten an sie hatten die Stage Name benutzt, Ja, ja. es war bis haut nach immer am Black Metal benutzt wird, ne? Ja. Weil die mir steppert hier im originalen Numm optreten, wenn sie auf der Bühne sind sie ein andere Personage. Ja, ja. Das ja, Venom, New Wave of British Heavy Metal, ich meine, sie sind da, sich gehören dazu an Ava. Also, just wenn mir so ein New Wave of British Heavy Metal, da könnte natürlich etwas drin. Also, die haben halt wirklich die extrem Spacht, ob es am Ausgesehen, beholen auf der Band, weil wenn man so verschiedene Konzerte guckst, von dem wollt's, gell. Das ich will, ja. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die bis dahin just so, ja, normal Heavy Metal Bands kann tun oder Rockbands, das war wahrscheinlich den Herrschaften zu viel. So kann Das war schon creepy, ja. Die waren am Anfang waren sie immens verhasst gehen, weil die finden, Ja. also da kacke lauscht drin, das ist furchtbar, das ist noch Comedy, gell. Haha, nicht gesund. Ja, ne, Natürlich auch satanische Lyrics an sie ganz viel abbrucht, ne. Ja. Das erste Album Welcome to Hell, da war direkt natürlich ein falsches Gesicht von den Liedern hier, ne. Ich meine, das werden natürlich auch leider nicht vergessen, als wie die Peter gesagt hat, Satanismus aus dem Black Metal kein unbekannter Begriff. Aber ist so aber auch, dass bei über maybe 90% von den Bands als das eine Verkörperung, das ist nicht unbedingt Satanismus, das ist einfach eine Verkörperung von einem gewissen Nihilismus oder einer Misanthropie oder engem Hass wie gegen den Unzufriedenheit mehr extrem wie den Thrash Metal den uns gemäht hat. Den Thrash Metal war den Herrschaft, wo er nur diese Idee hat, Black Metal zu machen, ja auch das ist viel zu gut gemäht, wir wollen das nicht sehen, wir wollen knascht sein und dreckig und einfach so, was wir wollen. Ja, Venom hun aber auch dat nie sind zwar Lieder drüber geschrieben, aber sind dat auch nie seriös geholt. Nee. Das war einfach so der Schockeffekt, gell. Voilà, das ist Einfach so kleine Schocken. Ich meine, die Jahre für drunter hat Kiss mit Corpse Paint schon zum Staunen oder zum Pferdebrot. Und da das zum Beispiel auch noch etwas, was Hanno am Black Metal eine Revolution crew dann. Ich meine, wenn du Black Metal denkst du Corpse Paint, gell. Venom war das zwar nicht unbedingt die, wo sich da viel da ugemalt tun, aber so aber lyrisch gesehen auch noch konzeptuell Alben gemäht, wo halt ein bisschen mehr wie just über die Base Oper gezählt, mir auch dann über den Lucifer oder so Sachen, ne? Genau, das war natürlich oft für viele Leute einfach schon zu krass gewesen damals. Ne? Ja, ich meine, PW wäre das nicht krass gewesen. Wir haben nur noch natürlich andere Bands aus der Zeit, Bathory, große Nummer, muss genannt gehen, Hellhammer, Merciful Fate, dann Celtic Frost. Genau. Die ganz oder Pappe vom Death Metal kann ich es schon mal nennen. Ja, aber Hellhammer war ja am Anfang auch absolut verhasst gehen. Ja. Das war von keinem Studio, von keinem Reporter, weil das echt eine Art und Weise seriös geholt gehen. Hierfür gesagt, Jungen, die bringt es zu gut nicht. Und das hat den Frontmann, den Tom G. Warrior, hat dann mit der Band übernötigt decidiert, komm, wir ändern also Stil, liegt, nicht so viel, aber wir ändern den Namen komplett von der Band. Ja. Und sie sich auf Celtic Frost umbenannt. Und dann haben sie nur Success. Ja, sie hatte just ein EP, wo on plus K wollte releasen.
Genau. dicke Desumswaffe da die wir haben mal rauszukriegen Sie wollten ein Album draus machen, dann sind Tierften, wenn sie ein EP maximal was konnten draus rausstellen, die Zeit. waren so nach Demo-Tapes goufen zwar nach mich meine nicht dass die jemals so gepresst goufe kann ich weiß nicht ich mein, war just, war wirklich just Demo wo so Ragin hun wo schlecht abgeholt hast mir das nie released gehen ich weiß nicht genau Satanic Rights mengen ich war dat Genau ne Apocalyptic Waits war ja okay die also die einzig wo released ging das ja das ja stimmt, ja das war ja Satanic Waits man der war schon Celtic Frost das war den ersten Album für Celtic Frost gewesen ich beschneid total kann hier auch sehen ja da kann noch mal Licht verwesen ja weil wie gesagt Black Metal 10 ass net grad klang zu dem Zeitpunkt an 80er ja waren pur Bands do mit hat man net so die Hand geholt kann ich ja sagen. ich fand die Entwicklung auch einfach geil wie erst ich mein, die Echtwell da verhaut das Echtwell genannt gött das sie ist eng handvoll Bands net wie sie überhaupt darauf kommen sind auch Medien und so weiter an Zeitungen die Zeitungen wo damals go wo so Sachen Reportage gemäht wie dat überhaupt op den Nu zu kommen ich mengen okay den zweiten Album von Venom den hört Karim einfach Black Metal geheescht genau wieso hun sie dat geholt das bisschen ja kontrovers und mal so ja du kennst so als cold kalle Metal weil aber so konnten obwohl Coders vielleicht und das richtig schwer aber das aber ein gewissen extreme Metal ich meine haut sie viel Bands ja auch Black Metal Bands wo nicht unbedingt mehr an dem Black Metal Fandel umgangen sie mir einfach extrem weil das am besten zu dem passt und du brauchst dann auch nicht zu machen und zu tun ja das stand ja. Ich meine was kann ich noch so ja okay man hat Bathory gesucht Bathory ist ganz wichtig weil das also für mich sie die echt Band gewesen wo wirklich dann der Sound wie nur in Norwegen abkommen am meisten beeinflusst wird ja für allem auch dass hier Distorsionen an hier Spiele war nach ein gut Stück wie deichter wenn das war schon natürlich du kommen natürlich auch antichristisch nicht nur unbedingt satanistisch mehr et gouf halt nemmi so schön iwwer verschiedenes gesungen wat kirsch natürlich an dem Jahr wo mehr du Schweizer hast en 80er so plus minus so mit 80er en 80er so dort halt alles miss schockieren an dann hörst halt mal lieber zu Sache gesungen ja Bathory ist wirklich mein Mal von den wichtigsten Bands überhaupt aus der Zeit vielleicht die wichtigste kann ich dann so vielleicht die wichtigste ja kann ich so ich mein, sie doch später hin ab Album Under the Sign of the Black Mark Under the Sign of the Black Mark genau ja du haben auch die echte Keyboard Sounds geholt die ja strange Atmosphäre mal drabricht und aber es hat nur auch ganz viel am Black Metal so bisschen, ja so ein Underton von ich meine kannst kennen ein Orchester mit opulenten mega große komische Geie lechten war alles am Keller produziert gell ja das also mehr persönlich gefällt für Bathory auch der Return und ich dick an für sie natürlich sie groß am Black Metal mehr sie auch ein anderes Genre wo wichtig ist wo nur auch große Faust gefasst wird an der europäische Szene das der Viking sogenannte Viking Metal genau vergessen ja vom Sound hier relativ ähnlich dann da hat sich für Drogen gemacht und den Black Metal beim Enslaved noch nur der Sound ein bisschen weiter gefordert ja vor allem am Platz Satan war dann bemol nordisch Mythologie an an Wikinger genau ja war natürlich auch heidnisch aus ja aber mit Davegang das man mal so was man noch an der Stadt 10 ja du hast Merciful Fate noch erwähnt yes. Die ist nie wirklich als Black Metal also als first Wave Black Metal gesehen wurden weil sie einfach gut so klingen
Ja, zum fandst du weißt, dass King Diamond, also den Frontmann King ja. Diamond, hat so eine Band hat, wo King Diamond geht, da gut nicht mit dem zu dienen hat. Ja. Das bisschen wie punkisch, aber auch nicht. Findste. Ich weiß nicht, ein bisschen schon. Das für mich ist straight in Heavy Metal. Also so New Wave auf British, so ein bisschen. Das mit Sänger übertriebenen Gesang, Ja, so mega helle Gesang. ja. Aber das für mich ist Heavy Metal. Me, hin hat eben auch das satanistisch Trauburst. Hin hat auch Corpse Paint am Gesicht gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wussten da auch viel zu schätzen. Ja. Aber das nicht die, obwohl kann ich ja wie gesagt so, wie ich wieder gesagt habe, Kiss wird das ein bisschen an die Medien rabrot. Aber das hat ja bis da noch nicht so den Halt an dem Black Metal. Ich meine, wenn wir von der echter Welt schwätzen, da sind die großen Namen, die zum Beispiel an der zweiten Welt kommen, wie, keine Ahnung, Immortal, Emperor, Darkthrone, Mayhem natürlich, gell. Das könnt ja an dieser sogenannten zweiten Welt. Da war das aber schon Pflicht, sonst muss so Corpse Paint, gell. Ein Zeitchen das sicher, ja. Ja. Haut das Zeit doch Chemie auf so Corpse im Gesicht, also nicht geil mehr. Das war die Zeit einfach so zur Bühne so rüberkommen wegen leicht, die gerade ausgebuddelt gehen. Ja. Und ich sehe gerade auch wichtig, auch nicht zu vergessen, da also lange schon den Numm als Programm, obwohl sie nicht unbedingt satanistische Unhauchung waren, der Wanderwert, wie gesagt, auch schon Show. Sie sind Teil von der ersten Welt, und das Rotting Christ als Griechenland. Griechenland hat auch ein ganz großes Black Metal Szene. Ich meine, sie sind nicht, wie heischen sie schon mal, nicht Samael. Wie heschen sie schon mal? Doch Samael, ne? Das ist noch Diana. Ich komme. Na, ein griechisches Band, meinst du? Ja. Ich meine, ich weiß, was du meinst. Ja, es soll nicht drauf kommen. Voilà, neben hinten sind sie auch eine ganz große Nummer an der griechischen Metal-Szene. Waren sie schon so frei dabei? Sie waren ziemlich frei da, Septic Flash. Okay. Die hat Rotting Christ auch am bekanntesten aus dem Eck. Ja, bei der Fall, das ist schön. Und dann die was du mir gewesen ist, gesehen ich gerade sind auch, zwar die so mit der ersten Welt kommen, die Sikh, die japanisch. Ja. Aber du kann so, ob das Original Black Metal ist. Das ist weird. Das ist Black Metal, ja. Aber das ist japanisch gleichzeitig. Das sind zwei. Sie hatten übrigens hier ein echtes Album, bei der K zwar echt als zweite Episode. Wie ein echtes Album war, ab Death Like Silence rauskommt vom Euronymous. Okay. Krass. Der gehört, das schon war indirekt Zweitwelt, vielleicht Anfang Zweitwelt, keine Ahnung. Ja. Was noch, ja, was die ganz oft erwähnt gesehen, auch von der zweiten Welt, das sind die Deutsch Trash-Bands. Creator, Sodom und Destruction. Dingens nicht. Tankard, weil das sind sicher die Big Four aus Deutschland gewesen. Mit Tankard war von Anfang an straighten Trash gewesen. Also Trash Metal, ja. Ja, mit die echt mal Demo-IPs von den drei Bands, Creator, Sodom, Destruction, hatten ganz viel beeinflusst an dem, was du nur gekommen ist. So mal Sodom geht die Bands oft erwähnt. Hier in echten Mr. Angel Reaper. Genau den. So obsessed bei cool, die rausbricht ein Album, der auch total chaotisch klingt, richtig will. Und nicht viel mit dem zu tun hat, was du nur auf Persecution Mania oder Agent Orange rausbricht. Das war richtig aufgefuckte Musik, die Zeit gewesen. Ja. Weil natürlich muss so ich meine, wir haben der Luft schon ein paar Mal gesagt, all die Bands mal genannt haben, ein bisschen so das Geschehen an den 80er. Wieso meinst du, dass das so verhasst gehen? Lang während dem entweder dem antichristischen oder während dem misanthropischen, während dem Beholen. Ich meine, Hanno sie nach einer Sache passiert an der zweiten Welt, wo noch wie dekadent waren. Und dann hast du leider auch nach gewissen, leider haut auch noch immer gewissen, eine gewisse Konfrontation mit Neonazi-Movementen, wo leider ganz gern am Black Metal, aber Demos war, können man nicht wirklich so, wir wissen, dass halt verschiedene Bands leider die Richtung angeschlagen haben.
Ja, das ist leider so gut zu einem ganzen Genre gehen, ja den sich NSBM nennt, also nationalsozialistische Black Metal. Ne? dat Mënsch net brauch Schlimm genug, dass existiert, überhaupt, dass so weit kommen ist. ja Ja, ja. Ja. das schwer darüber zu diskutieren mir mussten da aber erwähnen weil schmengen leng wann net mat Black Metal ger mat Satanismus assoziiert gött an ja den ethnischen pagan lore an wat ja von war die so datselvig das wei soll faschistischer unhauchung gell du bist voll von dinger ras überzecht an du musst dat an denger Musik preistrippeln an op dinge Shows an ich wees net ich sinn do also für michch mis dat kariment mis dat net gin gell Ja, also ist auch du komplett raus. Ich denke, tut Deal was vielleicht immer zu dienen, weil ja auch später hin sich viel dem Pagan zugewandt sind, also ihrer Herkunft, ihrem Heritage, und so weiter. Ne? Weil ich auch du wegen so Rass rein zu bleiben, also ich weiß nicht, wie das egal wie, das idiotisch und einfach dumm ist schon irgendwie zeitgemäß, haut nach Banner zeitgemäß, gell, dann kannst du einfach einen Tipp geheim. den den für die Stutze so wann se dat ger man sollen se man méi dat tut neicht an der Musik verle Nee. Mengen du kann so gesund dass Satanismus eng Spur mi Müll ass wann der Stadtlo so kasoen am Sinn vun Jiin also dat még Meinung Jiin huet se ënneren Schweinehund a se inneren Dämon an ech verbannen Satanismus dummer da net mat engem den op engem Thron sitzt dat zerschein an eng visuell wahrscheinlich ganz schön der komisch Bild Jiin huet zu se egenen Satan also sitzt mich denken dass zum zu dem Zeitpunkt wo die Bands die tun mir mache lo so dekadent Musik ich kleef net dass du eng bildlech Vierstellung von Satan so riverkommers oder vom Lucifer das eng Verkehung von dem von der Aggressivität wo se an sich hatten wo den Trash Metal einfach wat ich einfach wo den Trash Metal einfach preisgin an sich iwwer Sachen opgerecht huet ass dat der richtigen Ausdruck geschees net méi so manch mo den ënnerscheet schon der Satanismus wie an Metal Genre allgemeng als hun immer seg Art Freiheitsgesinn Rebellion seg Art Freiheits eng Freiheit géint die freier Entdrickung vum Christentum Lummer se schlellen Regen ze halen machen wat ze wollen senge Freiheit auszuliewen genau so gesinn ich für mich persönlich den Satanismus ne? An der natürlich auch der Satanismus am Black Metal weil ich mengen dass du Day Lyrics wo du dabei entstanden sinn oder entstehen sos neicht sinn wie ein Opruf und hey, nee fuck you ich meine so und so das mag ganz egal und ich denke das auch vielleicht von den Gründen wieso dass der Black Metal immer auch gewollt eng Underground ein Underground Genre war und immer bleiben gell es schon noch nie eng Black Metal Band MTV gesehen kannst dazu definitiv Salad gemacht die hat einfach so gefangen okay dat kannst du so mir ass dat danach Black Metal dat ist dann die froh wurscht man das stellen gell Rassinen Black Metal da verzaut machen wirklich ich mein, du hast gerade so Bands genannt wo noch immer Sellout machen an wo noch immer beleeft sind bei die Young hassen die eng die anderen hassen die anderen so final Apps gemäht so klar gemäht dass den Black Metal auch kann ernst das evoluieren an einfach soll man seine Origine nicht vergessen mir einfach es komplett anders machen auch effektiv ganz viel Success machen ich meine das tut Timo Borg an Cradle of Filth aber gewiss ja das war auch 20 Jahre dumm und sie waren es verhasst gehen die zwei Bands die hun de Black Metal ëmbrecht wat total Schwachsinn ausgelt kannst net de ganze Genre ëmbringen just weil 2 Bands einfach nur als Exempel 2 Bands Sellout gemacht so ein Interview gesehen wo sie den de Frost von Satyricon ja an dich schwätzt dir wann dich schwätzt den hast du auch net ganz
ja. Ja, das ist speziell. Verdammt lusch, gell. Als du gefragt gehen, wenn dass den Black Metal gestorben ist, der Satz kommt ganz oft an der Black Metal Geschichte 4. Ja, zum Beispiel Norwegen. Zum Beispiel Norwegen. Und das wird natürlich auch ein gewissen Datum genannt. Mit 90er. Dazu kommt man der zweite Episode. Aber was den Kasch direkt gesagt hat, war den Tag, wo die Borgir sich dezidiert hat, nämlich Black Metal zu machen. Ich weiß nicht, was du da rausputzt. Den Triumphant, wo sie den rausputzt haben, das war der Niedergang von dem originalen norwegischen Black Metal, wie hat könnte weitergehen, als Unit verschossen. Und du kommst natürlich zu selber der Zeit plus minus kommt Cradle of Filth aus England, wo etwas total ähnlich das gemäht tun. Ich schon selber Martinen angefangen, sie Martinen an die extrem Dingen rankommen. Ja. Und ich respektiere sie auch, wenn ich nicht mit alles so, das ist aber speziell. Ne? Verschiedenes musste gerne und verschiedenes musste hassen. Das ist einfach so. Kannst nicht alles gerne holen. Sie waren aber, fanden ich extrem wichtig an der extremer Metal-Sport und dann an dem Black Absolut. Metal. Gell? Absolut. Obwohl ich Cradle of Filth noch nie wirklich als Black Metal gesehen. Ich meine, sie waren eine von den ersten Bands, die ich an dem Genre hören und das nächste, was ich hören von Black Metal, echte richtige Black Metal. Ich weiß, was können. Von Marduk, Panzer Division Marduk. Den Panzer, ja okay, das ist dann natürlich ein Faujant gesehen. Okay, das ist also Black Metal. Und das war so, ja okay, Cradle of Filth sind effektiv wichtig, muss ich auch so, gell. Aber sie waren straight Richtung, also Gothic, ja. Horror, Lovecraft, voilà. Clive Barker, die Richtung waren sie gern, gell. Auch ihre Rassinen war die so drei blieben. Ich meine, sie kommen aus einem mega komischen Nascht an England. An die mal leid, wenn ich an England denken, dann denke ich an all verlosen Häuser, halt die gewisse die Gothicness und die Atmosphäre an Geister und so. Und das hat von nicht Cradle of Filth Demos gut gemäht. Ob sie halt noch immer so gut sind wie Demos, naja, machen die streiten. Muss ich für sich entscheiden. Voilà. Ich lausche sie noch immer gern und natürlich auch ein bisschen mehr die Altsachen. Aber sie bleiben sich aber auch selber treu und das musst du dann auch irgendwo respektieren. Und dann musst du noch schmengen, es geht ja halt drin für ein bisschen klar zu machen, was am Black Metal alles geschieht und was für ein Genre sich vielleicht vermischen und die Zweitwelle, das meine ich, das ist so speziell, also spezifisch. Du hast wirklich viel geschieht, was nicht ganz gut war für ein gewisses Land und auch für ein Genre, den du noch kommst. Und sogar bis heute, also das, was da passiert, das prägt noch bis heute viel Sachen in der Black Metal Welt. Ja. Das ist viel geschieht. Das viel geschieht. Viel Schlechtes, viel Schlimmes. Ne? Ja. Also düster Sachen, richtig aufgepackte Sachen. Ne? Es gibt viel Doku drüber, es gibt viel, es gibt sogar ein paar Filme, über die mir auch schon geschwärzt haben. Ja. Und ich denke, das ist auch allein die ganze Hintergrundgeschichte vom Black Metal, wie der Black Metal zustande gekommen ist, wie der Black Metal sich zu dem deformiert hat, was dann der zweite Welle matt gemäht hat. Das für mich ist das genau das, wieso ich so froh mit Black Metal bin. Ich kann nicht anders definieren, einfach den totalen Wahnsinn an das et wirklich gewollt so rüberzubringen an einem an einem Ambienten, an einem symphonischen, das ist ganz egal, mir das immer du hast ein gewisse Kälte, so verkehrt nicht das mal. Das ist mega kalt, das ist ultra kalt Musik. Ein gewisse Kälte, wo sich du ob all Black Metal Album, egal was das ist, ob Post Black Metal das, ob es Black Gaze ist oder was auch immer, gell. Ja, das ist immer irgendwie die so eiskalt. Oder dann eine blaue, eiskalte Furt, in den sich von 4 bis 100 zieht. Und das fand ich einfach magisch. Keine Ahnung. Ich bin dick froh mit Black Metal. Ich bin dick froh, dass ich ein Open Tower habe. Wir können alles aus dem Black Metal zu lauschen, oder zumindest uns zu lauschen, für zu dezidieren, okay, was das Menge ist. Und nicht einfach nur dem echten, ich meine, so just Gorgoroth, gell? Ja, und, ja. die ihren famosen Konzert, was war das? Black Mass in Krakau, meine ich, gell? Ja, der Warschau, Krakow, der Warschau war mir.
Das finstere Shit, gell? Das ist fies. Das ist crazy, gell? Für Du das, hast dann... für das haben wir dann Ränge gewissen zu gucken und einfach so, okay, ich weiß genau, was sie wollen, immer zu. Ich fand dick geil. Die, wo zwar Hand und Komparse, wo du hängen, ja, das ist ein bisschen leid, aber Ja, so wollten da was tun, das geht sie forciert. auch Trojan, die das also müssen abrichten, denke ich mal so, was nicht dabei gedacht. Ja, also das ist schon verdammt base, gell. Für die Leute, die nicht wissen, was wir schwätzen, können sie nicht gucken. Gogorov, Krakau, Black Mass Konzert. Also, sie hat einen Cope Schofscap abgespießt hier in der Bühne. Ich weiß nicht, wie viel, mit waren da viel. War noch viel, ja. Und am Hintergrund waren zwei Kreuzer, wo richtig Menschen drin hungern. Eine Frau, Natürlich ist zwei gefesselt, Frauen ja, zu wohl Männern. verstanden, ne? Ja, die auch plakisch waren in dem Moment. Also, das war schon, das richtig finstere Shit, was da gelaufen Ich gebe noch nicht, dass ich da irgendeinen Hipster hier verloren hätte, den muss. Nee, die Konzert gegangen, dass die wussten, was die Voilà. Gebiete kriegen. Ne? An das fand ich eben gerade das magisch und Black Metal. Du weißt genau, was könnt. Ich meine, wir waren ja, aber leider das letzte Jahr nicht, mit das Jahr für tun, wo es nach Konzert geht. Waren wir ja auch ein paar Sachen gucken. Heinst du, wenn du bei einer Fisch eng Band stehen willst oder die gewissen Genre machen, da steht dann zum Beispiel, ich weiß nicht, Industrial Metalcore. Ich kann mir null drin vorstellen. Null. Ja, Meine ja. Vorstellungskraft hält da ab. Und ich habe aber nicht mehr eng Belge-Band oder so, wo einfach Black Metal da steht. So, ich weiß, was lebt. Und das ist okay. Ja, Das genau. ist mega easy irgendwie. Ja, Zu definieren, wenn du dich mit Black Metal ein bisschen auskennst. Und dann trotzdem holt da so kleine Überraschungen, ne? Weil dann muss noch. Es kann noch mehr auf Atmosphäre abgebaut sein, es kann mehr auf Sinntechnik, es kann richtig heftige, brutalen Oldschool Black Metal sein, gell? Ja. Aber es tut irgendwie aber irgendwo den vertrauten, kahlen Sound, egal wie. Ja, klingt sehr komisch, vertraute kalle Sound. Ich meine, das ist das, was er am besten definiert. Ja. Und für die Leute, wie gesagt, die Besser, die nicht ganz viel können mit Black Metal aufhängen, es geht nicht immer um Satanismus oder Schofscap oder was weiß ich. Wir machen zwar Dinge auf den Gag damit, weil das wirklich die Klischee sind, wo an der Black Metal Welt leider aus dem Reellen sind die Klischeen aber auf 4 kommen. Lomisch Ja. in den Gag darüber, mehr. Corpse Paint aus am Black Metal zu dem gehen, was Corpse Paint haut das. Ich meine, Immortal Above, gell, der kann sich Ja. so viel schminken und Gesicht schmieren, wenn der lacht. Da muss ich auch lachen. Weil Genau. der sieht einfach lustig aus, auch witzig aus, gell. Das ist mega, so ein mega sympathischer Kerl, gell? Ja. Na, aber wenn du ein Interview guckst, gell, da ist so kein, den du gibst, sind dann geht schlecht, und dann Nee. nicht mal Blut voll schmieren. Das ist ein cooler Typ, das Ja, ist das ist auch einfach manchmal dummer, dass die Bands holen sich auch einfach nicht zu echt. Sie wollen ja Dinge Immortal, gut nicht, ne. Immortal sowieso nicht. Aber viel andere Bands, die es haut gibt. Und ich denke, dass die zweite Welle vom Black Metal, wo durch Norwegen du gezogen hast, war eben gerade umso mehr gefährlich, weil die sich viel zu echt geholt haben. Ja, Viel zu zum viel Anfang. überzeugt war, von dem was zu machen. Und ich denke, Ja. das tut die ganze Sache halt zum Eskalieren. Brot kannst du so sagen. Ja, mit auch die ganze Eskalation, die geschieht aus, mit dem wir da weiter schwätzen, mischt einfach auch ein ganzer Reiz aus. Ja, für das ganz laut. Das stimmt. Also, das mischt die Sache nach. Mir attraktiv, ob es ein komischer Weise. Ja, attraktiv, das ist vielleicht nicht unbedingt wirklich virtuell, aber einfach mehr spannend, so, keine Ahnung, was. Das ist dann immer finster Musik, mir auch die Leute, die es gemacht haben, waren auch scheiß finster, gell? Zumindest Ja. pur davon, ne? Ja, das stimmt. Das ist viel wahr. Ich schon da auch, wie gesagt, ich hatte gesagt, es geht nicht immer um Satanismus und so. Mir fallen nur noch zum Beispiel einer Bands von Haut an, wo ich vielleicht schon mal kann erwähnen, weil sie halt etwas anderes machen. Aber das ist noch immer Black Metal. Du kannst auch Konzeptalben machen, die auf Bücher basieren. Ich meine, wir haben an einer Episode von der nicht dabei sind, dass wir die könnt, wo wir über Literatur geschwärzt haben. Wir Keep of Callison aus am Black Metal geboren gehen. Und mittlerweile machen sie Extreme Metal. Das ist noch immer, für mich ist das noch immer Black Metal, weil das noch immer verdammt schnell, just geht nicht mehr unbedingt das ultimativ Base, mehr eine Fantasy-Welt. Und das gilt ja auch, und das ist auch manchmal der Luxus zu mir hun,
das war wie gesagt schon ein kleinen Klammer ab der Luxus wo wir hun bei denen viele Subgenres wo man da hun schmengen was sind nach wichtig Länder wo wirklich wo eng Black Metal Bands gönnt wie so selbst geil das muss nicht nur Norwegen geil weil ist bei Noprinze gucke geil Deutschland Frankreich und Belgien verdammt groß Black Metal 10 ja an alle Genren Post psychedelic keine Ahnung Rock nee Black and Roll das auch noch so ein mega geile Genre wo wie irgendwie alles richtig mischt also gut Ja. du weißt wie das klingt und ich fand das einfach mega keine Ahnung das ist faszinierend wie vielseitig der Black Metal kann sein obwohl jeder Black Metal gerne einfach an eng Strömsticht an seht nee das Bass das Evil das verkauft voilà. Ja, und überhaupt wird sich entwickelt wird die Richtungen die gegangen ist die ich meine all Land auf dieser Welt wird mittlerweile ein Underground Black Metal 10 ja mehr und Europa Black Metal Bands halt zuletzt Ja. ich meine Das ist so Incest viel, aber gibt da nicht ganz viel Incest außer zum Deal ja bisschen ugehaucht vom Viking auch natürlich ne? Klänge für mich das sind die letzte Burg Battery so klänge sie ja effektiv das hatte ich schon auch gesagt schon sie gut abgeholt und das nach im Moment ist was mir persönlich noch aufgefallen ist am Black Metal weil ich wirklich auch quechte Gart so wie du auch sicher gehst geil Länder wo schon ewig dabei sind wo du halt irgendwie bin mal aufhängen mit boomen wie Polen als große Begriff ich meine Polen, Ukraine. nicht vergessen Ja, natürlich, ja. Ukraine Russland als Russland das ja das nicht ein groß das Land und da tut viel Leute du wunden da sind da auch ganz viel wo extrem guten Black Metal schreiben das immer an der tut eigentlich auch mal der extremer Kehl zu handeln zu denen wo zwar nicht ganz die war mehr großen Deal die atmospheric Post Black Metal das also ich meine kein Land außer Russland hat so viel Band sondern der Kategorie geil und das geil das ist einfach geil ja auch du USA mittlerweile die war ja am Anfang waren die Ja, das stimmt. dran geil ja das stimmt du mittlerweile Wir wundern uns, dass er mal mit drüber- den nächsten Black Metal Bands überhaupt geil. Und Ja. das ist geile dran Ja. richtig geile dran ne? Ja, wir wundern uns ja noch immer, wenn so, die sind aus den USA, wirklich, okay, Ja, krass, hätte ich nicht gedacht. ja. Weil sie Ja, klingen, ja. sie klingen, wieso immer, sie klingen schwedisch oder sie klingen wie ein bisschen norwegisch. So. Skandinavisch, Skandinavisch, ja, voilà. so, ja, Das ist ja. das, was ich gesehen habe. Ja Hm. schön gespludelt Ich muss meinen Trademark nicht vergessen. Hi. Ja, ja Black Metal ich denke, wir haben wirklich schon noch viel gesagt. Ja? Ich war zumindest mal, wie war das mehr Black Metal so gern? Ich meine, das hört dir raus, weil wir schon ganz oft Black Metal angeschwärzt. ja ich meine das ist schon lange wenn man als Licht gemacht und von Rolling Stone gell du mal bei Black Metal Album will man viel mehr lang hängen geblieben wie Ja, bei anderen Alben irgendwie schon. Weil einfach tut einfach etwas. Das wie, ja, das wie den, das wie wenn du deinen Schaf obmest, wo Zähigkeiten dran sind, du guckst da ran und so, das ist nice, du. Aber ganz handen, du leid dann etwas und dann so, wow, den du. ja Wie wenn ich den Louis dann nicht käme, so, das ist nur ein du, dann hältst du darin. Mit irgendwann denke da willst du tun. Und so hast du manchmal auch beim Black Metal, das ist ein komisch Anekdot gewesen, ne. ein bisschen mir das ist schlimm Das ist nicht als Last. Und nicht als echt, und nicht als Last. Ja, mehr Hunden natürlich will es noch mehr über Black Metal auch an Zukunft schwätzen. Ich meine, so wie bei allen Genres. fährt nie ophalten Mengen Slam Comedy gibt's Nee, wir haben eine andere Sache geplant, wo man vielleicht mit der Black Metal Episode wird verbunden. Der wird natürlich auch eine Playlist kommen. Es wird wahrscheinlich die längste Playlist sein, wo man hun, weil man dezidiert hat, nee, können nicht mit 20 Lieder dran machen, weil wir allen zwei Längen, wo schon über 50 Lieder, wo man will in der dran machen. ja es werden danach die später Ja. Mir irgendwann Ja. muss ich ja dann noch so, okay, nee, es geht nur durch. voilà. Gött so viel me es so just ja es so just ech kilo he an der sinn du he Ja ich gebe so wir werden dann noch wenn man die halt dem so draußen wird dann noch als Spotify vielleicht auch raussinn absolut der ist auch ziemlich aufwesungsreich Minzel du die Bands die man haut abgezählt hun von der Eter Well immer
außer Bathory mengsch rausgelos ich gucke mir kurz dran kann gut sinn ja das gräessen Deels natürlich net dem gräessen Deels das viel Norwegen dran natürlich ne ja aber auch quecht durch Welt quecht durch Gerd Neisachen allsachen also dat Petitfried das vorne gebe ich aber so ne denke noch an ne WWs bist du hin mehr schaffe ja noch eine andere Sache wo man Black Metal zu die wir will ja sowieso ich mengen etwa zu schwer an net beim Black Metal mir generell bei der Eis Genre Episoden für all einzelne Subgenre durchzuknallen dat mengen ich muss für sich selber desideiere ginne dich dann an lauscht lo atmospheric oder Black and Grindcore oder so etwas dat muss für sich desideieren mehr gehen just Hinweiser an Leiit mussten halt aber bisschen sich bemeien an ich denken mat der Episode können zumindest schon mal verschiedene Leute klar stellen okay vieles als du mat dem ich wahrscheinlich gut ich kann nur fenken mehr aber etwas gewissen etwas historisches wat am Heavy Metal wichtig ist ja vielleicht nie dem Heavy Metal Thrash Metal Death Metal ausdenken den Black Metal auch die kann ich so de Big Four Genres wo de Metal dominieren was haut gucks ja es ist mengelo wann du haut gucken Heavy Metal Thrash Death Black die Feier hun alles als Subgenre wo zum Haut gemäht geht huet sech irgendwo von App von denen Feier aufgeguckt ja war die schon so und so ja wie miss so eng Tabelle mehr so wis Tabelle mat den Elementer eng Chemietabelle BM an dann also für Black Metal und dann so weiter so fort witzig kennst net den de Video vom Fanrace wo ennger Uni ass op feier riesiggroßen Tafeln Geschicht vom Black Metal opschreift das der Glanz der Glanz das eng Enzyklopädie op Been ja. alles wat Metal as sowieso mit Black Metal vergis geld also ich menge wann der Stimme gehen begenen ich ging einfach ich ging dem 2-3D schon an Drugo das bei dem gehe ich Bayer trinken an einfach über Musik diskutieren so den Kind denken gezählte Mengen ist das mega schlauen Typs der weiß genug der weiß mehr wie ja. Nicht zu summen also wirst du mir nicht grad wenig noch nicht alles aber nicht grad wenig und ich schwenke mir Lust dabei genau dann könnt ihr nächsten Samstag op den zweiten Deal freien oder auch nicht was los könnt raus und ihr könnt ich freien mir freien an demnächst dann zurück wann es weitergeht an dieser skurriler Welt von Black Metal genau merci für null merci und dann bis nächste Woche bis dann tschüssi ciao